Vergleich der Situation in der Tschetschenischen Republik mit den Romanen George Orwells wie 1984. Ein Vergleich der Lage in der Tschetschenischen Republik mit den Handlungen in George Orwells Romanen, insbesondere 1984, kann auf mehreren Aspekten beruhen. In beiden Fällen lassen sich Elemente autoritärer Kontrolle und Freiheitsbeschränkungen beobachten. In Orwells Werk steht die Gesellschaft unter ständiger Überwachung und Kontrolle, ein Zustand, der sich auch in der Tschetschenischen Republik zeigt, wo die totale Kontrolle über die Bevölkerung bei gleichzeitiger Ausschaltung jeglicher Risiken für die Besatzungsstrukturen eine zentrale Rolle spielt. Die sozialen Unterschiede betreffen vor allem die wirtschaftliche Entwicklung und den Lebensstandard. In der Republik gibt es Probleme mit Arbeitsplatzmangel und einem hohen Anteil an Schattenwirtschaft. Dies unterscheidet sich von der total staatlich kontrollierten Wirtschaft in 1984. Was soziales Syndrom wie das Stockholm-Syndrom betrifft, so können sie sich in einer scheinbaren Zuneigung der Bevölkerung zu den Machthabern äußern, trotz repressiver Maßnahmen. Dies könnte mit der Konfliktgeschichte und der Notwendigkeit zusammenhängen, sich an schwierige Bedingungen anzupassen. Weitere Symptome, die in der Tschetschenischen Republik beobachtet werden können, umfassen posttraumatischen Stress aufgrund vergangener Konflikte und ein hohes Maß an Gewalt, was die psychische Gesundheit der Bevölkerung beeinträchtigt. In der Tschetschenischen Republik lassen sich verschiedene psychologische Syndrome beobachten, die durch historische und soziale Faktoren der Region bedingt sind. Dazu gehört das Stockholm-Syndrom, das sich in Sympathie für das Regime und seine Hauptvertreter äußern kann, trotz Unterdrückung und Gewalt. Dies könnte mit der Notwendigkeit zusammenhängen, sich an schwierige Lebensbedingungen anzupassen und unter ständigem Druck, Stress und Bedrohungen zu überleben. Zudem treten in der Tschetschenischen Republik Konversionsstörungen auf, besonders bei Frauen und Kindern. Diese Störungen können Symptome wie Atemnot, Krämpfe und hysterische Zustände umfassen und stehen oft im Zusammenhang mit erlittenen Traumata und Stress. Ebenfalls zu erwähnen ist das hohe Maß an Gewalt durch die Besatzungsstrukturen und der von ihnen aufgezwungene Kult der Stärke in der tschetschenischen Gesellschaft, was zur Entwicklung aggressiven Verhaltens und posttraumatischer Belastungsstörungen in der Bevölkerung beitragen kann. Diese psychologischen Zustände spiegeln die komplexe soziopolitische Situation der Region wider und können erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung haben. Forschungen, die den Zusammenhang zwischen psychologischen Traumata und der Ethnopolitisierung im derzeit von Russland besetzten tschetschenischen Gebiet untersuchen, beleuchten verschiedene Aspekte dieses Phänomens. Eine Studie betont, dass die Ethnopolitisierung des Konflikts in der Tschetschenischen Republik Ichkeria mit historisch-politischen und sozioökonomischen Voraussetzungen zusammenhängt, die sich auf die ethnopsychologischen Folgen für die Bevölkerung auswirken. Diese Folgen umfassen posttraumatische Belastungsstörungen und andere psychische Erkrankungen, die als Resultat lang andauernder militärischer Auseinandersetzungen und Konflikte entstehen. Psychologische Traumata wie PTBS gehen oft mit Symptomen wie Entfremdung, Rückzug und starker Angst einher, was den Prozess der sozialen Anpassung und der Nachkriegswiederherstellung erschwert. Diese Zustände können durch ethnopolitische Faktoren verschlimmert werden, die Misstrauen und soziale Isolation verstärken. Zudem zeigen Studien, dass Konversionsstörungen im besetzten Ichkerien weit verbreitet sind, besonders unter Frauen, was mit Massenhysterie oder induzierten Erkrankungen aufgrund sozialer Spannungen und Konflikte zusammenhängen könnte. Diese Untersuchungen unterstreichen die Notwendigkeit eines umfassenden Ansatzes zur Lösung der psychologischen Probleme in der Region. Verweise auf zusätzliche Quellen. Soziokulturelle Analyse des ethnopolitischen Konflikts. Ethnopolitisierung des Konflikts in der Tschetschenischen Republik, Ursachen. Das Problem der Jodmangelerkrankungen in der Tschetschenischen Republik, aktuelle Lage und Lösungsansätze. Psychische und Verhaltensstörungen bei der Zivilbevölkerung in Regionen mit lokalen militärischen Auseinandersetzungen. Psychologie und Recht 2020. Konversionsstörungen bei Frauen in der Tschetschenischen Republik,
Epidemie induzierter Erkrankungen oder Massenhysterie? Die sozialpsychologische Situation in der Tschetschenischen Republik nach lang andauernden militärischen Konflikten. Die Tschetschenische Republik in den 1990er Jahren, Besonderheiten der politischen und sozioökonomischen Entwicklung.